Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's bei Call of the Elder Gods. Wir haben ja gestern erfolgreich dieses schwere Puzzle hier gelöst. Und wir sind jetzt gerade dabei. Es gibt ein Stockwerk tiefer noch ein Puzzle, das noch schwerer ist. Weiß nicht, behaupte ich jetzt mal so. Und dafür brauchen wir aber mehr Informationen. Die Informationslage ist etwas dürftig für das Rätsel. Deshalb hoffe ich jetzt, dass wir die hier finden. But this couch, maybe from a psychiatrist's office? Das ist schon möglich, ja. Oh, da ist noch so ein Skarabäus. Ein Pillendreher. Ein Kacke-Schiebekäfer. Junge, also ganz im Ernst. Also wer so Fotos in seiner Psychiatrie hängen hat, der braucht sich nicht zu wundern, wenn die Leute bekloppter rausgehen, als sie reinkommen. Ja, also ernsthaft jetzt, muss man schon wollen. Es ist irgendwie gruselig, da kriege ich Angst, da will ich mir nicht hier. Aha. This metronome still makes my skin crawl. Ja, den kennen wir, das ist der Doktor so und so. Der Doktor Frosch im Hals, so. Endlich werde ich diesen Idioten los, zumindest bei den Ritualen. Es wurde auch Zeit. Welchen Idiot? Okay. He sounds glad to be rid of him. Irgendjemanden. So, pass auf. Ich habe mich ausgerüstet mit Zetteln. Und da schreibe ich das Datum auf. 28.10.57. Und er wird einen los. So, also er hatte wohl einen Partner oder sowas. Am 28.10. Und vielleicht müssen wir das ja, vielleicht werden wir irgendwann abgefragt, was für ein Partner das war. Pharaoh already announced the ritual positions. I'll have to be next to Orion nearly all year. Harry immediately recognized the Harry voice erkannte of Dr. sofort die Frog in Stimme the von throat. Dr. Frosch im I've Hals. always despised spoiled rich kids, and Orion's no exception. I'll have to pretend I tolerate him, but luckily I'm fairly skilled at pretending. Ich glaube, die Person, die er dann los wird, ist dieses reiche, verwöhnte Kind namens Orion. Orion ist Sternbild, glaube ich, oder so irgendwie. Aber egal, ich schreibe es mir mal auf. Orion. So. Kann man ja mal gebrauchen. Jetzt gehen wir mal. Aha. Das sind diese Flecken, die er auf der Hand hatte. Auch der So the Psychiater. good doctor tried to make off with pieces of the Black Ooze statuette. Wrong move, pal. Ja. Achso, ja, scheinbar geht es wohl darum, dass die Frau, ich steuere gerade den Herrn Professor Eberhard, so rum, und die Frau war wohl von einer Krankheit befallen worden, die sie versucht hat loszuwerden, hat nicht so ganz funktioniert. Das ist die Stimme, die wir hören, die ein paar Sachen erklärt. Und dieser hier scheint es auch zu haben. Also das ist das, wir spielen hier quasi den Nachfolger zum Vorgänger. Und ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Das ist so das, was ich mir so ein bisschen zusammenreime. Ich glaube, du brauchst auch den Vorgänger nicht gespielt zu haben. Das Spiel hatte ich jedenfalls am Anfang gefragt. Hör mal, hast du den gespielt? Ich habe Nein gesagt. Und dann, ich schätze, dass er deshalb ein bisschen mehr erklärt. So. Klinischer Befund. Patient Professor Harrison Walton Everhard. Aha. Der Patient leidet unter chronischer Schlaflosigkeit, begleitet von Panikattacken. Rezept Phenobarbital, eine Tablette, 250 Milligramm. Der Patient soll darauf hingewiesen werden, im Falle einer Panikattacke eine zusätzliche Dosis, auch wieder eine Tablette zu 250 Milligramm einzunehmen. Dr. Eugene Kingsley heißt der gute Mann. Eugene Kingsley, und der ist Psychiater. So. Und ich hätte gerne einen Kommentar. This is my prescription from Dr. Frog in the Throat. The Frog in the Throat. So, was haben wir denn hier Feines? Das könnte ein Film sein. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Calcium. A roll of film. I wonder what's on it. Mann, manchmal ist es halt einfach von Vorteil, wenn man auch alt ist und weiß, was ein Film ist.
Also, wie das grundsätzlich aussieht, auch wenn ich die so nicht kenne. Das ist weit, weit, weit vor meiner Zeit. Ich kenne die noch in so kleinen, runden Plastikdöschen waren die so drin. Aber okay. A roll of film. Also. Ja. Ah, die hat er jetzt mitgenommen. Ne? Das ist doch schon mal gut. Er tut sich also doch Sachen einstecken. Sehr schön. Rituale des Jahres 1955. Die Kamera von Felix. 1955. Okay. So they've been doing this for Ja, a also while langsam now. gehen mir die. Also ich habe viele Zettel auf Halde, aber ich glaube, ich bräuchte so ein Ding an der Wand mit so Bändeln und Schnüren und so, weißt du? Also. Felix hat eine Kamera. Felix Kamera. Und das war 1955. Ich weiß nicht, ob ich das alles brauche. Ich schreibe es mir einfach mal auf. Oh, Psychiater. Wieso stand da oben bei Biologin nicht was? Dieses Jahr bin ich im Ritual fast immer neben Orion. Ich habe Leute mit reichen Eltern schon immer verachtet. Aha. So. Schubladenmäßig ist hier nichts zu holen. Mülleimer hat er nicht. Geraucht hat er. Ja, Pfeifchen. Hat er schön Pfeifchen geraucht. Geschmaucht. Ich kann hinter die Couch gehen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber ich finde nichts. Und ich komme wieder hinter der Couch heraus. Das ist noch ein gutes Zeichen, dass das Spiel gescheit programmiert wurde. So. Ob diese Bilder mir was sagen sollen, keine Ahnung. Also ich behaupte mal, ich habe hier Infos gekriegt. Ich weiß, dass es ein Psychiater war. Und wieso habe ich bei Patricia Seckler nicht noch irgendwie Text da stehen? Egal. Nächstes Zimmer, bitte. This office looks expensive. Must belong to some sort of dilettante. Was ist denn ein Dilettant? Ich habe gedacht, ein Dilettant ist einer, der nichts kann, aber gerne will, aber er kann nicht. Ritualanweisung. Jeder Eingeweihte muss die Elemente unterhalb der Statue, die seine Maske darstellen, sowie die Zahl, die seine Position im monatlichen Ritual kennzeichnet, korrekt ausrichten. Position, Name, Rolle, Codename, Hieroglyphe. Oha. Wir kommen der Lösung unten schon ordentlich näher. Jetzt, wo wir es gescheit erklärt kriegen. Position, Name, Rolle, Codename und Hieroglyphe. What nonsense are they talking about now? Ist egal. Schreib dir was auf, Junge. Wieso schreibst du dir das nicht auf? Wieso malst du dir das nicht auf? Das wäre irre witzig. Nicht irre witzig. So, seine Maske darstellen, sowie die Zahl, die seine Position im monatlichen Ritual. Also ich kann zumindest sagen, dass die Biologin, die war als letztes dran. Aber es wird ja neu gemischt, hat sie gesagt. Die Patricia Seckler ist das Sweetheart von Howard. Habe ich mir ja letztens aufgeschrieben. Und so, ja, wir gucken weiter. Wir gucken weiter. Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr. Oh ja, ist das ein Maler oder was? Oder? Ich höre eine Uhr ticken. Auf meinem rechten Ohr. Ah. Kommt wohl von hier. So. Oha. Schaut an, hä? Mal lieber hier. Gebaut wie ein Backsteinhaus. Das ist ein Schrank wie ein Mann. You have to Oder be so. some kind of narcissist to snap a pic of yourself. Especially if it's just to show off your muscles. Ach so, das ist man selbst. Der Dilettant. Ich verstehe nicht, warum Pharao so großes Vertrauen in Eridanus setzt. Er ist nur ein eingebildeter Dummkopf. Ich wusste, dass er diese Statuette nicht besorgen kann. Was haben ihm all die Hypnose-Tricks genutzt? Es wäre viel einfacher gewesen, mich zu schicken. Ich bin schließlich der Stärkste und Größte von uns. Nach ein paar Schlägen hätten wir das Relikt schon gehabt. The robbery at my house could have gone way worse, all things considered. Okay, wir wissen also, dass er der Größte und Stärkste ist. Und er ist der mit Codenamen Orion. Also Eugene Kingsley ist mein Psychiater. Und der heißt wie? Eridanus. Eridanus. So, er ist der Psychiater.
Und der hier ist, Moment, haben wir da schon was aufgeschrieben? Der Dilettant. Und er heißt Orion oder sein Name, sein Passwort, keine Ahnung, Fetischname, ich weiß nicht, was das sein soll, ist Orion. Denn er sagt ja, dass er mit dem Professor zusammen war. Oder? Nee, eigentlich sagt er das nicht. Obwohl, doch. Eugene Kingsley sagt, dass er mit einem eingebildeten Dilettanten zusammen war. So. Ah, da ist noch was. Tschüss. Dienstag, 29. Oktober. October 29th. Ja. Was sagt mir das? Kann ich hier irgendwo draufdrücken? October 29th. So. 29.10. Wahrscheinlich 57, weiß ich nicht. Das ist vielleicht die Reihenfolge wichtig oder so. Ich weiß es nicht. Auch das werden wir halt dann irgendwann erfahren, hoffe ich. So. Aha. Hier. Oh, guck mal hier. This fella clearly has expensive tastes. I'm impressed. Ja, ich auch. Aber ich habe nur keine Ahnung, was das alles ist. Also ja, es ist irgendein Schnaps oder so, keine Ahnung. So, das hier finde ich halt interessant. What nonsense are they talking about now? Ich würde das halt gut finden. Position, Name, Rolle, Codename. Die Rolle bringt mich noch ein bisschen raus. Ein Hieroglyph. Ja, okay. Werden wir rausfinden. Ich bin nicht sicher. Ich lasse das mal einfach. 29.10. Und der Professor war am 28.10. Das war vorher. Okay. Und die Biologin, müsste ich mal gucken, wie da das Datum war. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Wie bei der Biologin das Datum war, das stand da auch in dem Liebesbrief, glaube ich. Oh, gucke. Nee. Looks like even kooky cultists have a love life. Who would have thought? Ja, es ist nicht das, was ich suche. Da, ich glaube, da. So. Letztes Mal war ich zuletzt dran. Das hat mir nicht gepasst. 28.10. bei dem Mädel. Moment, ich muss ich hier aufschreiben. Das ist eine Zettelwirtschaft hier. 28.10. Am 28.10. war sie zuletzt dran. Was auch immer das war. Und hier sind Fische. So. Da waren wir. Das war der Psychiater. Das hier ist der Dilettant. Die Frau ist die Biologin. Und jetzt gehen wir hier hin. Das ist der Archäologe. An archaeologist's office for sure. Danke. Bin ich selbst draufgekommen, aber es ist schön zu wissen, dass ich nicht daneben lag. So. In ägyptischen Hieroglyphen bestimmt die Blickrichtung der Figuren die Leserichtung. Eine subtile Hilfe für das Auge des Lesers, um sich in den in Stein verborgenen Welten zurechtzufinden. Blicken die Figuren nach rechts, wird der Text von rechts nach links gelesen. Blicken sie nach links, wird der Text von links nach rechts gelesen. Also diese Figuren da zum Beispiel, diese Enten, Adler, die blicken nach rechts, also wird von rechts nach links gelesen. Dann sind die Pfeile, ja, ist egal. Auch wenn mich diese wilden Traditionen anwidern, bleibt mir nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Wieso widert dich das an? Oh. Das verborgene Erbe von Kefnes Enthüllungen im Niltal. Caleb Bowen, Direktor der Sternweisheit-Gesellschaft, veröffentlicht zum ersten Mal eine vollständig kommentierte Abschrift der Kefnes-Offenbarungen, die in einer versiegelten Kammer unter der Nekropole von Saqqara entdeckt wurden. Diese archäolinguistische Sprache. Untersuchung enthüllt die Wahrheit, Klefnes war ein Wirt, denn wer nichts wird, wird. Ein Herold eines Bewusstseins älter als die Erde selbst. Und seine Botschaft war keine Warnung, sondern eine Anleitung. Ja, ist ja super.
Also, wenn die Figuren nach rechts gucken, dann muss ich von rechts nach links lesen. Ja, gut. Das würde also bedeuten, Schlange, Schnörksel, Küken, halbe Sonne, 2 Schrägstriche, Fähnchen. Schnörksel, Menschengesicht, Auge ohne Pupille, Adler, Feder, Wasserviereck, Küken. Okay, habt ihr das verstanden? Es tut mir leid, falls das in eurer Sprache etwas anderes bedeutet. In meiner tut es das nicht. Okay, was haben wir denn hier? Hier sind lauter lustige Sachen, die finde ich interessant. Ja, ja. Oh, da ist eine Kamera. Ist das die Kamera von Felix? Sind wir hier im Zimmer von Felix? Das ist eine Kamera. This must be the group's official photographer. Okay, wenn das der offizielle Fotograf ist, dann gehe ich mal davon aus, dass das auch die Kamera ist von demjenigen. Dann heißt derjenige Felix. Krass, guck mal hier. Eine Akkuleuchte. Geil, oder? Kein Kabel dran. Was alles gab früher. So, also, der Archäologe ist wohl Felix. Der Archäologe. Das ist wohl Felix. Und das ist der Kameramann. Okay. Das heißt ja aber nicht, dass er Filme entwickeln kann. Das heißt zumindest, aber die Chance ist schon durchaus da, wenn er die Kamera hat, dass er auch Fotos entwickeln This guy kann. has been all over the world. Okay, weit gereicht. Guck mal, oben rechts das Haus, das guckt. So. Auch hier Schnaps. Das war sein... schönes Glas. So, was haben wir denn hier Feines? Auriga. Nenn mich während der Rituale nie wieder Larry. Okay, da ist es wohl doch nicht Felix, sondern Larry. Weltliche Namen sind innerhalb dieser Mauer strengstens verboten. Das ist deine letzte Warnung. Wieso hat er so eine sanfte Stimme? Okay, er heißt Lynx. So wie das Deo. Okay, also der heißt Larry. Und Codename ist Lynx. Das ist ein Lux, glaube ich. Der Brief legte die Feindschaft zwischen einigen Kultanhängern offen. So etwas kommt unter machthungrigen Fanatikern recht häufig vor. Guti. So. Und das sagt er zu Auriga. Auriga nannte ihn Larry. Die nannte den Larry, aber der Larry wäre gern Lynx. 2, 3, 4. So. Da ist noch eine Kamera. Also weil der Professor vorhin irgendwas gesagt hatte, oder war es die die Biologin, irgendwas wie hier Kamera von Felix oder so. Moment, wie war das wieder? Ich habe es doch aufgeschrieben. Da, Felix, seine Kamera, irgendwas. Gut. Haben wir hier auch noch ein bisschen... Nee, da steht nur Archäologe. Also finde ich nicht zu allen Text. Das da fein ist das ein Bleistiftspitzer oder so? Sieht unbequem aus. So, da ist eine Tür. Ah! Ein Entwicklungsstudio. Da werden die kleinen Babys hingeschickt und dann kommen sie als Mann wieder raus. Oder als Frau. Weiß man ja nicht so genau am Anfang. Wisst ihr, wie das bei Babys ist? Das entscheidet sich erst so im 4. Lebensjahr oder so, glaube ich. Okay. Alles klar. Schal mit verschiedenen chemischen Substanzen. Sogar die Molekülstrukturen sind auf die Flaschen angegeben. Na sowas. Okay. Ich habe da so eine ungefähre Vermutung, wie es funktioniert. Ich brauche aber mehr Sachen, glaube ich. Oh. A bin full of discarded prints. Mülleimer voller weggeworfener Abzüge. Guck dir. Seid ihr mal nicht zu fein, um im Müll zu wühlen, Junge. Echt jetzt.
So. So, ich habe jetzt das Dingens. Und das muss ich jetzt da oder da reinmachen. Weiß ich aber nicht genau. Ah, schön, danke. So, ich weiß aber, wo ich es nachgucken kann. Einen Moment bitte. I'll certainly ruin the exposure if I open the door now. Okay. Das ist schlecht. Weil ich habe nämlich leider hier nicht stehen, wie ich das machen muss. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich habe hier auch keinen Hinweis drauf. Man hat auf dem Foto gesehen, dass das erste ist. Okay. Und dann das da. Ich gehe jetzt einfach von links nach rechts so. Jeder normale Mensch würde die Dinge... Also ich weiß, dass es auf dem... Oh, es sieht gut aus. Dass es auf dem Zettel wohl drauf stand, wie es zu machen ist. Aber natürlich habe ich mir das nicht durchgelesen. Ich behaupte mal, das war nichts. Drat, I messed it up. I should start again. Ja, schmeiß mal bitte weg. Wie? Wie? Ich kann nicht. Wie? Trays with various chemical substances. They even have the molecular structures written on the bottles. It's written on the bottles. Ja, Problem ist, ich komme gerade nirgends... Achso, kann ich das wegwerfen? Haha. Weg mit dir. Du Ungetier. Pass auf. Aha, gut. Jetzt kann ich nochmal nachgucken. Alles klar, alles klar. Ich renn mal so schnell, wie meine alten Knochen mich tragen, zu der Biologin. Da, gucke. Also, Oha, aha. Moment, Zettel, Papier. Oha. Und dann das da und am Schluss der Fixierer, keine Ahnung. Das andere halt so. Dann probieren wir das jetzt halt aus. War das hier, ja? Waren in den anderen Räumen auch noch mehrere Zimmer? Weiß ich gar nicht. Egal, also Fotöchen machen, ja? So. Dann geht's los mit Oha. Das da. Oha. Das macht jeder Fotograf genauso. Man stellt die Sachen, man arbeitet nicht von links nach rechts, das wäre viel zu einfach. Das sind sich Fotografen zu fein dafür, weißt du? Nein, man arbeitet über Kreuz, wie sich das gehört. So, und jetzt hat am Schluss da rein. Okay, ist gut geworden. Okay, also das Krokodilfuzzi, der Krokodilfuzzi ist Orion. Weil das ist nämlich der größte und der stärkste, hat er gesagt. Also, hier mal Kroko. Das heißt nicht große Koalition. So, Bastet ist die Frau. Die Frau ist die Biologin. Das ist die Katze. Ich nenne sie einfach Katze. Bastet heißt die Katze, habe ich gelernt. So, dann haben wir Typ mit Brille und noch Haaren. Ich glaube, dass der Psychiater keine Haare hatte. Also müsste ja der komische Hund da der Psychiater sein. Archäologe links. Links. Ist das ein Hund? Ist das ein Schakal? Was haben wir denn noch übrig? Also die haben wir Katze. Und er ist die Kroko. Und dann haben wir noch Orion ist der Psychiater. Wie sagt denn der? Ja, okay. Good. I've developed the photo. Danke. Kriege ich das eingetragen? Okay. Warum macht er denn sowas nicht? Ach, jetzt
Das habe ich eben nicht drauf gehabt. Oder? Also, das hätte ich doch gesehen. Ist egal, aber der Weg war umsonst egal. Wieso fehlt denn da eine Lampe? Das ist, glaube ich, ein Schalter, oder? Also eine Steckdose. So, ja, ich kann jetzt rausgehen, aber... A bin full of discarded prints. So, ich will mir das nochmal angucken. So. Also, Adler ist Mann mit Haaren. Adler. Ich behaupte, der hat schwarze Haare. Dann kann das ja eigentlich nur... der Archäologe Larry Lynx sein. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Kamromon. Ach, Kameramann! Mann, ich kann meine Schrift nicht lesen. So. So, ich glaube, dass er Adler ist. Ich mach mal Adler, Fragezeichen. Und dann ist der Professor, also der Psychiater, ist dann wahrscheinlich der Hund. Hund. Fragezeichen. So, guti. Das hätten wir, ja. Wobei ich mir jetzt sicher bin, vielleicht kommt ja noch dazu. Weiß ja nicht. So. Blöde Kamera. This must be the group's official for... Ja. So, da fehlt noch wer. Astrologe. Astronom, sorry. Astronom. So, Achet, die Zeit der Nilüberschwemmungen. Aha. Peret, die Zeit des Entstehens und Pflanzenwachstums. Chemo, die Zeit der Ernte. Ich glaube, das ist wichtig, denn das sind die Dinge, die man sieht. Also, erst kommt die Überschwemmung, das ist quasi Anfang, dann die Mitte, die Zeit des Entstehens und Pflanzenwachstums und dann kommt die Ernte. This book seems to recount traditions of ancient Egypt. Kriege ich das aufgeschrieben? Nein. Warum denn auch? Wäre ja sehr praktisch. Ich habe keinen Bock. Also ernsthaft Spiel jetzt. Wieso schreibst du manche wichtige Sachen auf und manche nicht? Und manche erst später. Das ist doch dumm. So. Okay. Das sieht interessant aus. Ich kann damit sogar eventuell was anfangen. Heaven's sake. These cooks really are obsessed with ancient Egypt. August bis September, September, Oktober, Oktober, November. Achet 1, 2, 3. Ah, jetzt fügt sich alles zusammen. Jetzt fügt sich alles zusammen. Hier, gucke. Wenn ich jetzt aufgeschrieben hätte oder ein Bild hätte, was Achet ist, Achet 1, 2, 3 und 4, weißt du? Achet 1, 2, 3, 4. Es fügt sich alles zusammen jetzt. Okay, ich glaube, ich kann mir vorstellen, das Rätsel jetzt zu lösen. So ein bisschen. Different constellations. Verschiedene Sternbilder. Ich brauche ein gutes Auge, um sie alle im Nachthimmel zu finden. Ja, habe ich nicht. Corvus ist wahrscheinlich der Vogel, der Rabe, kann das sein? Auriga ist dann höchstwahrscheinlich die Katze, weil der Larry, der nicht Larry genannt werden will, der ist von Auriga. Sie hat mich Larry genannt oder so hat er gesagt. Also muss die Frau, aber ich dachte, die Frau ist... Okay, pass auf. Auriga. Ich weiß, ich sollte ins Mikrofon sprechen. Also, es ist die einzige Frau. Eridanus ist der Psychiater. Okay, Orion war der Hund? Fragezeichen. Okay, wenn Orion der Hund ist, ist der Psychiater, aber da steht auch Eridanus. Achso, das eine sind Sternbilder, das andere sind Namen noch. Okay. Auriga, Katze. Auriga ist Bastet, okay. Aber da weiß ich den Namen von ihr nicht. Naja, kriegen wir vielleicht so raus. So, auch hier wieder, es wäre sehr schön, wenn du das automatisch hinschreibst, machen sie ja aber nicht. Weil das Spiel willst du ja nicht sagen. Okay, kein Problem, ich bin ein schlaues Köpfchen, da gucke.
Ich glaube, ich habe einen Codenamen für das neue Mitglied. Was hältst du von Orion? Wenn wir ihm auch die Hieroglyphe zuweisen, die wir besprochen haben, würde sein Symbol zu seiner Maske passen, genau wie bei dir. Lass mich wissen, was du denkst. Schließlich ist Astronomie ja dein Fachgebiet, der Pharao. So these freaks have masks, code names, and hieroglyphs assigned to each of them. Ja, haben sie wohl. So. Okay. Das bringt's jetzt irgendwie wieder alles durcheinander. Ich dachte, ich kann jetzt mehr oder weniger einfach für eine Sache gucken, das Datum, wo sie da aufgeschrieben haben und dann hier, du bist 1., 2., 3., alles klar, ne? Wenn ihr jetzt noch die Hieroglyphen selbst ordnen musst, okay, das kriegen wir hin. Ey, wir gehen so langsam hier. So, Zettelwirtschaft. Mann, ey, Spiel. Für was bist du denn digital, wenn ich doch wieder alles mit Stift aufschreiben muss? Oder merken, ja, als ob ich mir sowas merken kann. So, wie war das? Also, Orion. Orion ist der Psychiater. Ich nenne mal Psycho. Ich weiß, wer gemeint ist. Und der hat... Also ist das alles seine Hieroglyphe oder nur das Eingekreiste? Ich tippe nur auf das Eingekreiste. Schüssel... Krokodil, komisches Krokodil, Fuß und ein Handtuch, was über den Handtuchständer gehängt wurde. Dann hätten wir hier ein Vögelchen. Mann, habe ich ein schönes Vögelchen gemalt. Das ist eher ein Dino, das ist gar nicht mal so weit weg. Okay. Ein Auge ohne Pupille, ein Smiley und ein Schnörkel. So. Okay. Ja. Und wo sind wir hier? Ah ja, das ist der Astrologe. Ich bräuchte da mehr Infos. Oh, das will ich mir halt auch noch aufschreiben. Das schreibe ich mir jetzt auch nicht auf. Ist schon in Ordnung. Ich gucke mich noch ein bisschen um, ob ich noch irgendwie was finde. Nope, 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 nope. Ja, aber wenn Eridanus und Orion dasselbe sind. Also, das geht nicht, das kann nicht sein. Ich dachte nämlich, dass der Professor Eridanus genannt wird und er soll auch Orion sein? Ah, nee! Er ist nicht Orion. Orion ist der Dilettant. Der Psychiater ist Eridanus. Er hat gesagt, er wird Orion loswerden. Und zwar den Dilettanten. Wo steht der Dilettant? Ja, da steht's ja auch drauf. Mann, bin ich doof. Sorry. Das kommt davon, in der Zettelwirtschaft hier. So. Und der Dilettant ist Orion und ist ein Krokodil. Und der Archäologe ist eventuell der Adler und heißt Larry Lynx. Nein, sein Codename ist Lynx. So. Auriga ist wahrscheinlich die Frau. Und die Frau ist die Katze. So, Corvus muss der Adler sein. So. Und der Adler ist höchstwahrscheinlich der Archäologe. Ich habe jetzt einfach geschätzt, dass Corvus ein Adler ist, weil Corvus, glaube ich, Rabe heißt oder so. Keine Ahnung. Also irgendwo hört es dann auch auf mit meinem Gedönse. Ich schreibe mal Corvus drunter. Fragezeichen, so. Also Orion, Kroko, Adler, Corvus. Eridanus ist der Hund wahrscheinlich. Und die Hieroglyphen für Orion haben wir. So. Und die Biologin ist Auriga. Und sie ist die Katze.
Und sie ist die Katze. Also ich bin mir nur noch unsicher bei Hund und Adler. Weil auf dem Bild war halt ein Mann mit vollem Haar, außer die Geheimratsecken, und die waren schwarz, die Haare. Und er hatte eine Brille auf. Und ich glaube, mein Psychiater hatte eine Glatze. Oder zumindest mal so einen Heiligenschein. Also hintenrum Haare. So wie ich, wenn ich so nicht abrasieren würde. Quasi so ein Haarbumerang am Hinterkopf. Habe ich jetzt bald alles gesagt, ja? Keine hohe Stirn, ein tiefes Gesicht. Habe ich es jetzt bald? Ja, ich habe es bald. Ist ja gut jetzt so. Ich glaube, ich bin jetzt einigermaßen, haben wir hier irgendwo ein Datum, einigermaßen gerüstet. So, das hier hätte ich halt durchaus gerne... Achso, das sollte ich noch abgleichen. Pass auf, das machen wir noch einfach. Wir haben Daten. 28.10. Das ist hier Aket 2. Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Also, 28.10. ist Aket... Achso, ist falsch anders geschrieben. Pass auf. Ich muss mal kurz noch was aufschreiben. Hier, das wird... Nächste Folge gibt es die große Auflösung. Wartet. Also, Moment. Achet war die Nilschlammgedönse, oder? Achet, Nilüberschwemmung. Achet, Überschwemmung. Achet, Überschwemmung. Peret, Wachstum. Also Pflanzenwachstum. Ich muss das ja für mich machen, ja. Und Chemo ist Ernte. So, und jetzt pass auf. Achso, da sind auch noch die Bilder drauf. Pass auf, dann machen wir das einfach so. Aket ist die Überschwemmung, ist das runde Ding mit den Blümchen, die oben rausgucken, mit den dreieckigen. Ja, weißt du, das oben so. Peret ist ein unten offenes Rechteck. Und Chemu ist ein etwas schmaleres Rechteck. Die anderen schenke ich mir, ja. Ich muss das ja nur so irgendwie verstehen. So, also das war das. Jetzt gehen wir darüber. Das interessiert mich nicht. Wo war denn das gerade? Auf dem Tisch, gell? Ja. So, jetzt pass auf. Psychiater ist 28.10. Das wäre 3. Aket. Also Achet 3. Achet 3. Ja. So, was haben wir sonst noch? Biologin ist schlecht. Ist auch 28.10. Aber hat die nicht gesagt, sie war zuletzt mit irgendwem? Also eigentlich ist er auch Achet 3. So, was haben wir denn noch? Mir gehen die Zettel aus. Hier haben wir noch was. Der Dilettant war am 29.10. Das ist doch viel später. Das ist ja alles Achet. Ja, voilà. Meine Idee geht gerade dahin, ihr merkt es. Wo ist er denn? Das ist auch Achet 3. Und der Archäologe? Da habe ich überhaupt kein Datum. So, und jetzt sind wir auch noch beim Astronom. Da weiß ich nirgends gar nichts. Da weiß ich gar nichts. Ja, okay. Nuchlor, ich bin so schlau als wie zuvor. Guti. Dann gehen wir mal runter und tun mal unser nicht vorhandenes Teilwissen anbringen. Okay? Gut.